Perspektive für die Lützeburger Ökonomie sind unsicher, wahrscheinlich auch nicht terribel gut, weil egal wie eine Prävision guckt, die vom IMF oder vom Stadtdeck, sind sie nicht wirklich, also am Vergleich mit dem, was man in den letzten Jahren kannte. Den IMF, der schätzt auf 1%, das geht da gesagt, gut, den ist sowieso immer mehr pessimistisch für unser Stadtdeck. Wir müssen noch das internationale Umfeld gucken. Ich meine, wir sehen zum Beispiel, dass an der Eurozone der Wachstum stagniert. Und das ist etwas, was den auch sollte mal vergleichen mit den hohen Erwartungen, die man in den letzten Jahren und Jahrzehnten und die Eurozone noch in den Binnenmarkt gerichtet hatten. Die erinnert sich bestimmt an die Lissabon-Strategie, die auch gekommen ist, so gesagt hat, ja, wir machen aus der Europäischen Union, aus dem Binnenmarkt, aus der Eurozone die kompetitivste, dynamischste Wirtschaftszone auf der Welt, davon ist am Blick wirklich nicht mehr geblieben. Wir sehen noch, dass zu Lützeburg selber am 4. Trimester den Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen ist. Das natürlich auch etwas, was ich möchte mir hoffen, dass sich das kann retablieren. Es gibt dafür eine Reihe von Ursachen, verschiedene Ferien, das ist schon darauf angegangen. Die geopolitisch hat man letzte Woche ganz viel diskutiert, Pert für Kompetitivität, so viele Energiepreise. Und uns ist mehr etwas hier im Land, wir holen die Inflation von den Leuten wäsch am Millions und Entreprise wäsch am Millions auf die Schulter vom Staatsbudget. Das geht eine gewisse Zeit, das machen wir an der Tripartite, das drohen wir alle gut mit. Wir müssen einfach wissen, das ist beschränkt. Es gibt andere große Defizite. Die protektionistischen Maßnahmen von den USA, die internationale Steuerlandschaft ändert sich unter der Führung von der OECD. Am mir gedacht, es wäre vielleicht gut, mit dem Finanzminister und der Finanzkommission noch mal mehr darüber anzugehen, wie wir ein bisschen gucken, wie sich die Sachen entwickeln, und wo eventuell Gefahren oder Chancen für Lützeburg sich könnten rausschälen. Das sollte man der Finanzkommission mehr als überzeugt, dass Herr Bauler das ophält als Idee. Dann haben wir die restriktive Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank. Wir haben noch ein Problem daran, dass wir nicht wissen, ob die Prävisionen, die wir gemacht haben, über den Preis von den Arrangementen, die man der Tripartite geholt hat, ob das wirklich Trost hält. Weil es sind so viele Incertituden daran. Wir lesen noch in letzter Zeit Zeitungsartikel, die uns selber auf die Gefahr aufmerksam machen, dass wir vielleicht schon im Oktober einen Sprung machen und immer mehr nur und die Grenze von 30% Verschuldung rumkommen. Dann haben wir die europäischen Budgetsregeln, da hat man in den letzten Jahren ein Klaus derogatoire, die gespielt wird, das ist auch von einer anderen Jahr ohne River, sodass man auch da muss besser aufpassen, was wir machen. Und die Europäische Kommission selber hat, Zitat, ich mal das abgeschrieben habe, gesagt, dass die Unterstützungsmaßnahmen nicht für immer können weitergefeiert gehen. Ein Zitat. Leider schwätzt die Europäische Kommission noch nicht letztendlich, weil man das von 2005 noch nicht umgesetzt hat, was sprachlich möglich wäre. Die nächste Regierung möchte das hoffentlich. Auf jeden Fall, für uns, also, wenn wir all die Unsicherheiten gucken, umso mehr wichtig, dass man Tripartite als Instrument vom Sozialdialog besonders in Krisenzeiten voll unterstützen. Aber wir müssen auch den Partner an der Tripartite sagen, dass die Lösung von den Problemen nicht immer kann daran bestehen, für dass der Staat neue Suen injektiert. Das ist sicher an Lo möglich gewesen, eine Zeit lang, wie gesagt. Aber wir müssen auch darauf vertrauen, dass der Patronat und Gewerkschaften mit Kompromissbereitschaft, mit Realismus an die Verhandlungen rangehen. Und das haben sie auch bislang gemacht, aber wir müssen da Vertrauen weisen an das Lützeburger Modell. Wenn das wirklich gelingt, wenn das soll gelingen, um eine Croissance im Jahr 2023 zu erreichen, da braucht man für mehr Sicherheit eine andere Politik hier im Land. Weil neben den internationalen Herausforderungen haben wir aber eine ganze Partie von hausgemachten Problemen. Hausgemachte Probleme, für die diese Regierung dann auch ein Teil mit Verantwortung dreht. Das ist die Problematik am Finanzbereich mit dem Finanzminister Johai. Das ist die öffentliche Schulden. Die sind nicht nur durch die internationalen Entwicklungen so hoch, es ist auch der Train de vie vom Lützeburger Staat, den da einen wichtigen Teil beiträgt. Als Depensen wussten einfach nicht nur das, sondern sie wussten sehr, wie als Resetten. Der hat als gestern eine Präsentation gemacht mit dem Finanzminister, wo wir an den letzten Monat 18% wussten bei den Depensen hatten, 10 bei den Resetten. Gut, es gibt ganz viele Ursachen, wir schulden das just als Beispiel exemplativ eben für eine Tendenz, die wir seit Jahren feststellen, der Lützeburger Staat den Trend wie die so nicht zu finanzieren ist. Herr Büttel sieht immer als ein Teamplayer, weil jeder ein bisschen noch kritfertiger hat an dieser Regierung, mit der das auch Spender, Team Spender,
weil ich meine, das einfach für zu verdelen, mir Hund den nicht mehr. 2000 wir gesehen noch dass den Gemengesektor ein Defizit opweist und das wird sich auch im retablieren mit Sozialversicherungen langfristig hun eng bedenklich Entwicklung. Und ich will auch vielleicht Wort nach so es weiter als ein emolische Versement durchgestaltet, dass die Kontribution auf den europäischen Budget von 247 Millionen, die man das hier haben, wenn man das nicht gelesen hat, nur gedacht, wie wert mir der Europäische Union 247 Millionen Euro. Wir hätten eigentlich von der Europäischen Union bis 247 Millionen kriegen, notamment wenn es Liberty-Stil. Wir das nicht vergessen, dass Liberty-Stil, der ArcelorMittal forciert gouf, Liberty-Stil zu verkaufen, an dat Donno schiefgegangen ist, nimme wennst Regeln, die eigentlich auch gar nicht mit der Realitäten entsprechen. Im Südfall hat eine große Schuld als Lützeburg mit Arbeitsproblemen und so weiter und so fort und durch Fehldecisionen von der Europäischen Kommission und für Eisleber gewesen, wir hatten die 247 Millionen Kredit für das können abzufangen, auf Platz, dass man sie musste bezahlen. Schuldenentwicklung. Du gött von der Regierung gesagt, die soll bis 2027 op 29 Milliarden Euro, sie wird den Blick 29% vom Bruttoinlandsprodukt ging durchstellen. Gut, dem hängt auch davon auf, wie die internationale Situation sich entwickelt, das vielleicht noch zu viel optimistisch, aber wir müssen ganz klar also die so, dass wir den 30% Schuldegrenz Maximum absolut festhalten, weil der wir auch nicht vergessen, dass die Last muss zurückbezahlt gehen, soll zurückbezahlt gehen. Das ist eine Sache von nachhaltiger Politik für die nächsten Generationen. Und dass die Zinslast, über die wir hier schwätzen, alles ernst wie harmlos ist. Wenn die 29% sollten antreten, dann haben wir eine Zinslast zu bezahlen, toute chose restant égal par ailleurs, weil wir wissen auch nicht, wie Zinsen sich entwickeln, von 510 Millionen am Jahr. Das muss man sich vorstellen, das ist ein enormer Betrag, für den ihr ganz viel sinnvolle Sachen könnt kaufen oder lancieren, Projekte, Leute unterstützen, Investitionen machen, auf Plätze einfach und Zinsen zu bezahlen. Also Finanzsektor muss sich auch neu erfahren. Wir sehen eine neue Konkurrenz, zum Beispiel an der Fondsindustrie, wo wir viel Fonds nicht kriegen, andere wandern auf, DAX Richtung Irland. Wir müssen über die Steuerstrukturen nachdenken. Das Problem ist schon lange bekannt. Wir sehen einen Immobilismus bei der Regierung, wie die Probleme am Finanzsektor sind zwar erkannt, hoffen wir mal, aber es wird nicht gemerkt. Beim Rekrutament von Experten sollte man uns auch besser gehen. Und ich will auch den Kollegen von der CSV sagen, Herr Roth hat morgen davon noch nicht wie geschwärzt. Wir bislang sind immer gesagt, sie hätte gerne eine zusätzliche Steuerklasse noch dabei. Und wir wollen das nicht, weil wie sollen doch, oder hat er mal gesagt, Herr Roth, will dann noch immer eine zusätzliche Steuerklasse? No, dann sollte man das nur von der Welt, weil das ist ein interessantes Sujet, weil wenn der Welt qualifiziert Experten aus dem Land sehen, da können die nicht so besteuern, dass sie par rapport zu anderen Finanzplätzen kein kompetitiv Umfeld fallen. Ja, Herr Karteiser, den Herr Roth, würde ich vorstellen. Soll Kommentar eigentlich. Nee, weil ich persönlich auch gesperrt gouf, weil ich aber nicht kann akzeptieren, dass vis-à-vis von der CSV-Sache gesucht sind, die mir nie, ich würde dazu nie gesucht tun. Mir sind selbstverständlich der Meinung, dass sie muss Steuer lernt insgesamt von den Längerzeiher für und allem auch von den Pensionierten, dass sie dem muss reduzieren. Und dafür war als Propos immer, dass sie erstens den Delay, wo ich von der Steuerklasse 1A oder 2 an den der könnt am Fall von einer Schiedung oder von einer Bewidmung, dass sie in die von 3 auf 5 Jahre absetzt, dass sie in den Tarif für und allem an der Steuerklasse 1R so ordonnanciert, dass sie nicht so schnell auf Spitze Steuer setzen könnt. Und drittens haben wir immer gesagt, dass man den Steuermontant, den befreit ist, den Abgangssteuersatz, dass man den auf 15.000 Euro giffen an Blut setzen. Das gibt nämlich ipso facto heschen, dass ihn an der Steuerklasse 1R aktuell nicht ab 30.000 Euro Steuern ging bezahlen. Wir haben festgestellt, dass die Leute versprochen, gute Schiedverein an Steuerklasse 2, okay, verleiert, da bist du dabei. Wir haben festgestellt, dass das nicht geht. Wir sind auch nach wie vor der Meinung, dass ihn das kurzfristig überhaupt nicht hinkriegt. Das geht weder finanziell noch technisch. Wann soll eine Individualisation kommen, dann ist CSV dem nicht gegen die Gestalt. Aber kurzfristig hätte ich können handeln, aber wenn wir die Chance hätten, können Politik alle zu bestimmen, zu gestalten, da können wir den Leuten garantieren, dass wir bald nicht 100 Tage
die Adaptation, die ich am Anfang von meiner Intervention gesagt habe, auch gemacht. Ja, mit immer der Herr Roth, ich bin trotzdem noch ein froh, weil ich schon aber ganz gut an Erinnerung, dass immer gesagt hat, die Welt noch zusätzlich eine Steuerklasse schaffen, wo eben so Spitzensteuersatz mir heiß angesagt wäre. Auf jeden Fall ist das meine Erinnerung. Mir gut. Ja. Den Herr Roth will das Ja, ich will das auch klarstellen, weil ich weiß, dass detailsensibel Sujet sind. Richtig ist, dass CSV gesagt hat, dass sie muss an Zeiten, wo ungespannten finanzielle Situation ist, dass auch Breitschölleren müssen mehr drohen. Und dafür mir gesagt, dass sie eine Inflationsbereinigung von der Steuerlandschaft möchte, wird konträrement zu dem, was immer gesagt wird, für und allem die kleinen und mittleren Verdiener zu gut kennt, das ist so einfach mathematisch, und dass aber dafür in Urven an den Steuerbarem ein zusätzliches Steuerto, das ist nicht eine neue Steuerklasse, könnt beisetzen für Leute, die Spitzeverdiener sind, und du hast immer gesagt, zum Beispiel ab 500.000 €. Ja. Und dazu stehe ich auch, und dazu steht auch CSV. Voilà. Ich habe mich effektiv falsch ausgedrückt, Herr Roth. Ich habe das der Plitzerburg probiert durchzustellen, den Steuerturm. Es bleibt eine Tatsache, dass der CSV das will erheben, und ich bin aber froh, dass man das konfirmiert hat. Gut. Beim Recht können wir im Großen und Ganzen leben, aber wie ein zusätzlich wie dann die Steuertor zu hegen, da sind wir einer anderen Meinung, weil da kriegt dann die Experten nicht, die wir brauchen. Und dann haben wir auch am Finanzsektor, und das geht auch immer gesagt, mit der Minister, eine bedauerliche Überbürokratisierung, eine Rigidität, Beispiel von den Konten, die immer angemerkt haben. Und das tun wir auch los. Ich meine, dass wir hier in der Chamber oben drüber schwätzen gehen, so noch manchmal sind einem Jahr, aber wir wissen nachher mal nicht, was die Regierung will machen, zusammen mit der CSSF und den Akteuren im Finanzsektor, wie du endlich gehen zu steuern. Bei der industriellen Diversifikation, und wir sind froh, dass dort der Industrieminister hier ist, da haben wir auch eigentlich kein Progrès gesehen. Wir haben kein Progrès gesehen. Ich weiß nicht, welche große Projekt das Regierung an Land gebracht hat. Gut, es gibt ein paar Initiativen, die haben auch hier Gutes am Weltraumbereich und ein paar andere Sachen. Wir sicher immer Ökonomie zirkulär, Ökonomie de Partage, mit das nicht das, was Europa braucht. Nur der Pandemie, wo wir als eins, dass wir eine Reindustrialisierung an Europa brauchen. Andere Kollegen haben auch schon gesagt, wir brauchen Chipindustrie, Elektronik, wir brauchen Pharma. Das alles könnt nicht, wir kriegen eine Pharmaindustrie, die just Logistik möchte. Logistik, und nicht Chemie oder Pharmazeutik am engen Sinn vom Wort. Also aus sich ist das auch etwas, was das Sorge möchte, und da gehört eben auch das Problem von den Industrieterrain, übertrieben Umweltabnahmen oder übertrieben Manieren, wie das dann zu machen, das sind alles Probleme. Die Versorgung mit der Energie, auch dort die Regierung eine Matschuld, weil sie deren Illusionen nur lebt, am Platz die Energiesicherheit hier im Land zu garantieren. Was man bräuchten, das wäre genug Energie, billig Energie und umweltfreundliche Energie für Lützeburg. Aber was machen wir? Wir gehen enorm Summen aus für marginal Energieproduktion und noch volatil. Ich habe mir da mal abgeschrieben, für die Leute ist immer wichtig, dass sie wiederholen, weil Leute vielleicht nicht präsent sind, weil sie dann auf die Propaganda raufhalten, dass Energie, alternative Energie, könnten das Energieproblem von Lützeburg lesen. Das ist nicht so. Wir haben eine Konsumation am Jahr von 50 Millionen, von 50 Terawattstunden, das sind 50 Millionen Megawattstunden. Und wir haben installiert Photovoltaik 2020, das ist vielleicht ein bisschen mehr, 187 Megawatt. Und bei Wandenergie leidet ungefähr 180 Megawatt, das sind 360 Megawatt, Manner wie 1%. Manner wie 1% von unserem Gesamtenergiebedarf an am Lützeburger Land sind alternativ. Und dann ist das nach installiert Energie, dann ist das eine Leistung von der Energie. Ich meine, muss realistisch sein und das immer wiederholen. CO2-Steuer, an all die anderen Sachen, die wir hören, Herr Benno hat rappeliert. Die Initiativen aus dem Europaparlament, Heizung zunächst freiwillig und dann geht vielleicht ein bisschen nur geholfen. Wir geben da geringer Verbotspartei auf die geringe Diktatpartei. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir hören. Wir sehen im Europaparlament, weil Leute forciert gehen, auch die keine so nun diese Stadt nicht können, wo es keine gute Alternative gibt, wie sich andere Heizungen zu installieren. Leute, die sich nicht können leisten. Aber was können, das ist aber ist ganz klar so. Wir hatten schon einen Prospekt, eine Protestbewegung in Frankreich mit den Gilets jaunes. Wir kriegen das europaweit. Wir kriegen auch heute zu Lützeburg mit der Politik,
die Leute eben just nicht mehr hält und mehr von ihnen verlangt, wie sie können machen, wo über sinnvoll, ob das sinnvoll ist, da muss ich noch überhaupt drüber schwätzen. Wohnungsmarkt haben wir ähnliche Evolutionen. Auch den als Nullpunkt, das bei der industrieller Diversifikation, das bei ganz vielen Sachen hier am Land. Wir haben einen kompletten Dirigismus. Wir haben eine Regierung, die am Platz, dass sie liberalisieren, bessere Regelungen, bessere gesetzliche Kader zu schaffen und sich exorbitant Steuern schafft. Was natürlich die Investitionen echter hemmt, wie sie encouragiert, das ist so evident. Aber in einer Regierung, die trägt von den Leuten auf Eigentum, was ein Menschenrecht ist, dass die Leute können mit ihrem Eigentum machen, was sie wollen, das auf Frage stellt. Und das mit der Beteiligung von der Demokratischen Partei. Das ist wirklich nicht zu glauben, was da geschieht. Wir gingen so investieren, Amortissement akzelerieren, viel mehr günstig machen, auf Platz Steuererhöhungen, Incentives. Wir können sie zu investieren auf Platz Mobilisierung, Steuern auf Eidelwohnung, immer Steuern, mehr Grundsteuern und so weiter und so fort. Und Lieblingswort von der Regierung ist wahrscheinlich Steuern. Wir wollen energetische Bauvorschriften flexibilisieren, wir wollen den Leuten Freiheit geben, diese zu bauen, am Prinzip, wie sie wollen, keinen staatlichen Dirigismus. Wir noch sozial gefahren, der Chômage zum Beispiel. Als nimmen 5%, men as 5%, das ist nicht so niedrig. Wenn bei 5% Sockelchômage man am Erblickung für ging weiter Probleme rankommen, dann hat man ganz sehr heisch Chômage tun. Also auch da muss ich ganz gut aufpassen. Und an dem Kontext will man auch so, weil die Diskussion immer abkommt, dass wir bei der ADR auf jeden Fall weder mit einer Modulierung noch mit einer Plafonierung vom Index d'accord sind. Wir sind gegen all Indexmanipulation und an diesen Zeiten ist das auch ganz gut das zu rappelieren. Und sich bräuchte man eine Regierung hier im Land von der Vernunft, die Finanzen konsolidiert, die Ökonomie revitalisiert, Land modernisiert. Wir bräuchten eine Regierung, die will couragiert Reformen durchführen. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht, weil Gambia kann es nicht an CSV, das ja kurz gesagt hat, sie will mit uns an der Opposition bleiben. Dafür wird das nicht geschehen und das ist ganz schön. Herr Präsident, als ADR haben wir immer nicht Problematik vom Wurstum angeschwert und ich will da auf dem Herrn Rotzing reden, auch nicht, dass ich gesagt habe, das wäre gesunde Wurstum. Mit dem demografischen Aspekt als wirklich zu Lützeburg, weil ich dir gesehen hat, vielleicht als gesund, mir von mir lese beim Stadtdeck, dass man an 10 Jahren als Population sich um ein Feierel an 10 Jahren vergrößert hat, ein EU-Durchschnitt aus 1,7%. Das ist der Feierland 10 Jahre. Und dann ist es nicht gesund. Das ist auch eine Ursache für die Preisexplosion im Wohnungsmarkt. Wenn man so eine große Demand kann, natürlich Stoffe hält ja da nicht Schritt. Das ist evident. Wir kriegen die Infrastrukturen nicht gebaut, die wir brauchen. Wir kriegen Personalbesoin an der Fonction publique, an der privaten Sektor nicht gedeckt. Die demografische Zusammensetzung vom Land ändert sich auch das natürlich etwas, was ich gucken kann, weil ganz viele Leute, die Lützeburger sind oder Lützeburger schwätzen als Land verlassen durch die hohen Wohnungspreise ganz tags. Einerseits Leute, die als Sprachfenster am Anfang nicht schwätzen oder vielleicht nicht schwätzen. Das ist natürlich eine wichtige Entwicklung am Land. Das ändert die Zusammensetzung kulturell, sprachlich und national. Und das muss ich einfach gesehen. Und wir haben das immer thematisiert. Ich will just einer so, dass auch als Spitzenkandidat bei den Wahlen, Fred Kolb, das auch für kurzem an einem Buch ganz gut beschrieben wird. Ja, das ist der Wert, ja, wieder zu gucken. Für dich, wir müssen also Wurstumsmodell überdenken, an der Sprung von einem qualitativen an ein quantitativen Wurstum, die bedingt auch eine Reformbereitschaft beim Pensionssystem. Und das ist nicht etwas, weil die sollt, oh, hat ihr eine Frau, Herr Roth? Ja. 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 Dir wird so vertieft, die hat mich persönlich angeschaut, apropos von einem gesunden Wurstum. Ja. Die hat noch vieles gesagt, was negativ ist. Ich stelle mich dann aber just eine Frage, Partei, die könnt ja 5/6 Pension für jeden Verein. Wo das nicht der Fall wird. Das war aber gut Gedächtnis, Herr Roth. Als Historiker war das doch schon nicht schlecht. Ich stelle mich aber dann vor, mit dem Wurstum verbunden, als Jocht froh von der sozialen Aufsicherung. Das ist froh
von der Aufsicherung von der Pensionen. Ja. An dir hat gerade wie ich die Dokumente, die Madame Backes mit ihrer Equipe mit dem Feier zusammen gestaltet hat, hat ihr gesehen, dass besonders am Stabilitätspakt den Überschuss an der Sozialversicherung, der Sécurité Sociale, dass den sich auf die nächsten 4 Jahre, nämlich bis 2027, von einer Milliarde 97 Millionen im Tauschen halbiert. Da wäre ich aber froh, vom RDR zu hören, als Partei von der Rentegerechtigkeit auf von der 5/6 Pension für jeden Verein, wie der Data wird langfristig gewährleisten. Ja, du hast ganz recht, très bien. Weil ich will ein paar Sachen dem Herrn Roth direkt antworten. Die erste Antwort, die ich gebe, Herr Roth, das ist bei den letzten Wahlen, das war 2018. Vor 2 Parteien hier am Haus, 2, das vor dir und das vor mir, die gesagt haben, wir müssen über Pensionen schwätzen. All die anderen wollten nicht, weil du gesagt hast, 2012, mit mehrmals die Bartolomeo, eine Reform gemacht. Das heißt, wenn dir 2018, wie mir, wollt eine Pensionsreform umdenken, mein Auerleben, macht mich einfach noch ein froh, Herr Präsident. Ja, das geht eigentlich nicht. Das schon auch schon was kreditiert. Ja, das ist ganz lieb, das kann ich dem Herrn Roth nicht auf seine Frohe antworten. Aber wenn dir, Herr Roth, 2018, wie mir, das wollte man, dann hat die auch bestimmt Vorstellungen gehabt. Wir heute kommt dahin, dass du gesunde Wurst tun. Wir sind uns allen zwei, normalerweise auf jeden Fall 2018, wo CSV sich dem Problem bewusst, aber wir sind uns heute bewusst. Und ich so nicht, es gibt natürlich ein paar Stellschrauben. Wir müssen gucken, wie wir das machen als Bürgerin. Erstens, wenn wir das nicht machen, haben wir 2070 aus dem Preis von dem Alter und der Bevölkerung 26% vom Bruttoinlandsprodukt. Das sind die Statistiken, die wir lokruten. Das ist natürlich nicht machbar. Zweitens, wenn wir nachhaltige Politik für die junge Generation machen, muss ich den Courage haben, das hier umzupacken. Die Regierung möchte Etüden. Sie möchte Etüden beim Conseil économique et social, sie möchte Statistiken, pickt aber keine Reform an. Wir müssen alles gucken, wie eine andere Stellschrauben wir können identifizieren, aber wie wir mit denen umgehen, die wir klassisch schon. Andere Stellschrauben, da muss man gucken, flexibel, also flexible Modelle für an Pensionen zu gehen. Wir müssen gucken, ob wir so ein Modell vom Compte d'épargne vielleicht auch Modelle können feststellen für Pensionen. Wir müssen gucken, wie wir Solidarität an der Gesellschaft an Pensionswesen können erhalten, weil du recht müssen eine historische Kredibilität als ADR, wo wir nicht wollen, verschiedene Klassen oder die Gesellschaft trennen am Pensionssystem. Mit dem Message, den wir heute machen, ganz klar machen, und den wir auch erst machen, weil der 2018 noch ähnlich geschwärzt wird, wie der Haut schwätzt, dass wir den Punkt müssen uppacken. Wir können nicht hingehen, und einfach, weil desto mehr lang wir werden, Herr Roth, und das ist dir auch, ich meine, das ist jeder, den sich damit auseinandersetzt, desto mehr lang wir werden, desto mehr lang wir das Problem führen als hindrücken, desto mehr abschneidend müssen nur vielleicht Reformen gehen, die müssen gemerkt werden. Das wollen wir verhindern. Wenn wir also das responsabel wollen, uppacken, sozial verträglich, an der Verantwortung für die nächsten Generationen, muss man das Lo machen und nicht werden. Bon, das können wir ein bisschen vom Laufen lassen. Es ist schon, also, wie gesagt, es werde ich noch ein paar Mal schwätzen, Herr Roth, wenn er mal Fragen stellen, die sind immer willkommen. Wir haben noch gesehen, ich wollte etwas sagen, was Madame Klosener gesagt hat. Madame Klosener ist hingekommen, der Morgen, als sie hat von der Verschuldung geschwärzt, und sie hat gesagt, wenn ich das richtig gesehen, das wäre Zöllefetischismus. Das ist das Wort, das Madame Klosener benutzt hat. Ich wollte dafür kurz als Meinung sagen, was das da heißt, konkret für die Regierungsfähigkeit von einer LSAP. Aber ich will nicht sagen, dass die LSAP, wenn sie eine AAA vorstellt, weil sie sieht, dass eine Schuldenpartei, das ist ja gar kein Problem, für die 30% für uns, das ist kein Problem, dann ist das natürlich für die Zukunft von den nächsten Generationen hypothekiert, weil wir schon eine Staatsschuld. Das ist nicht Zöllefetischismus, das ist ein Gefahr für den AAA, für die wichtigste Industrie, die wir im Land tun, nämlich den Finanzplatz, und das ist wirklich nicht nachhaltig. Gleichzeitig, also die Partei, die permanent von Steuererhöhungen schwärzt, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, an direkter Linie Autosteuern sollen erhöht gehen. Also wenn er Kommunikationen auf den Kongressen und so weiter liest, dann das LSAP bringt es fertig, gleichzeitig mehr Schulden zu machen und Steuern zu erhöhen. Und dann am Arbeitsmarkt, da hat ja Kredibilität verloren, denn nicht am Namen von ihrer Partei. Was mehr da, die hat eine Arbeitszeitdiskussion, die kein Mensch gefragt hat, und die große Probleme möchte an
an der Kompetitivität von unserem Land. Bei den Independenten, da haben wir freie Ministerin, die gewiesen haben, dass sie keinen Respekt haben für diese Leute. Und dann ist der LSAP, und das hat am meisten nach Hause gemacht, bei der ersten Tripartite die Partei gewesen, die den Index matt manipuliert hat, als LSAP. Am Gesundheitssystem, da haben wir den Dirigismus, den der LSAP während Jahrzehnten gemacht hat, am Lützweier Land, den muss mal abgebracht gehen. Und das ist mit ihr nicht möglich. Ich meine, das Gesundheitssystem ist wahrscheinlich die Baustelle, wo wir uns auf das 21. Jahrhundert müssen anstellen. Es vergeht keine Woche. Es vergeht kein Wort, wo man nicht eng oder zwei Delegationen bei einer Partei empfängen aus dem Gesundheitssektor, von Doktoren, Firmen, all Mögliches, die ist da so, dass es so nicht viel geht. Und das ist aber die Politik, die lenkt der SAP zu verantworten hat. An der Punkte geht es nach. Wir haben letzte Woche an der Interpellation, letzte Woche, wir für ein paar Wochen, wo Herr Moser seine Interpellation gemacht hat, hat man schon ein paar Punkte angeschwärzt, für mir hätten, dass das Land sich soll ökonomisch modernisieren. Dazu gehören auch, wir hatten damals nicht gesagt, mit Restrukturierung der Schulden, wir leben eine Banneschuld für eine Bauschuld, das ist eine Sache, die man dann backen sich eventuell kann evaluieren. Wir wären auch nicht dagegen verschwollene Miste gemerkt, wir wollen keine Schulden mehr. Wir wollen der Miste gemerkt gehen, dass wir eventuell auch ein Emprunt hier am Land machen, beide Leute, wie es schon einmal gemerkt wird, auch das wäre eine Möglichkeit. Wir wollen für allem die Investitionsmöglichkeiten an die letzte Ökonomie verbessern. Herr Roth hat doch darüber geschwärzt, er hat die Idee abgegriffen an eine Proposition de loi gemacht. Den Unterschied, den wir da haben mit der CSV, ist den, dass wir keine ideologischen Barrieren dagegen abbauen. Der Logistiksektor soll unterstützt gehen. Und noch da will ich so ein Logistiksektor, das vor früher eine Initiative mehr kriege, einem LSAP-Minister, den hat da ganz viel verdient, das muss ich wirklich sagen. Am Haut geht der Logistiksektor von einer LSAP an der Regierung nicht mehr unterstützt, auch weil die Gring das vielleicht nicht wollen. Wir gucken mal, den Ecoliner, das will die Regierung nicht, an andere Länder wird das angefeiert. Den Tanktourismus. Wir haben das große Problem, dass unser Logistiksektor, den man hier im Land abgebaut wird, nicht mehr kompetitiv ist, par rapport zu den Dieselpreisen an der Belgien zum Beispiel. Wir bilden nicht genug Chauffeuren aus. Ich will auch an dem Kontext sagen, wir sind für den Tanktourismus als ADM. Wir sehen überhaupt keine Ursache, für das als Kamion und als Leute am Ausland tanken gehen, an Platz hier, für das dummer dem Klima geholfen. Überhaupt nicht. Wir wollen die Attraktivität doch dadurch verbessern, dass wir das Justizsystem mehr effizient machen, hin ermöglichen, durch mehr Mittel noch Delayen aufzusetzen auf die Gerichte und noch ein eigenständiges Steuergericht anzuführen. Wir haben gesehen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr sehr machen, für ich Frieden zu machen, will ich aber die wichtigsten Punkte rausholen. Wir wollen hier auch ein paar Lektionen ziehen, vielleicht aus den Krisen, die wir haben, weil wir haben ja immer das Gespräch um eine Polykrise. Wir haben viele Krisen, aber das doch stimmt. Ich meine, wir hatten genug Probleme in den letzten Jahren. Wir hatten eine Covid-Krise. Und da meine ich, also wichtig, wir hatten darüber diskutiert, dass wir wirklich hingehen an eine unabhängige, so stunde dann der Motion, die der DDR proposiert hat, eine Ersichtungskommission da haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das ersetzen. Wir sind gespannt, was das könnt, weil die von der OECD, ich meine, da sind wir uns alle eins, dass die ganz orientiert werden. Das wollen wir nicht, weil wir müssen einfach vergleichen, wie auch in Deutschland und auf anderen Plätzen Diskussionen abkommen, ob das wirklich alles nötig wäre, die langen Lockdownen, Schulen zu machen. Das schwedische Modell muss in der Sicht gehen, den sie da hatten. Und das wäre ganz interessant. Mir auf jeden Fall werden auch wichtig, dass das sind dass die Lieferkette-Schwierigkeiten, die zum Teil aus der Covid-Zeit noch kommen, und nicht nach mehr schlimm gemerkt gehen, dadurch, dass man ein nationales Gesetz über Lieferkette mehr wird, über EU-Vorschriften rausgeht. Ich meine, das wäre komplett unsinnig. Aber der Energiekrise, aber der Klimakrise, los mich da doch vielleicht so, in der Klimakrise immerhin stung haut an der Zeitung, der dann Österreich die kehlsten April seit 26 Jahren ist. Das ist ein akutes Sujet. Wir müssen gucken, dass wir das auch so machen, dass wir Retourökonomie können. Es kann nicht hingehen für die Gering an das Regierung möchte für überall Leute drängeln, Entreprisen, Bauern, Leute wie hier und da ihre Lebensstil zu ändern. Es kann denen aber auch hingehen
an einfach op dee Plätze, wo meeschte Kohlendioxid dodurch aufhält an den großen zum Beispiel Kraftwerker an andere Länder, do investieren in ökonomische Modelldreismen weltweit durch Kohlendioxidemissionen reduzieren an der ging Eis erlauben hai eng progressiv Dekarbonisierung zu feieren am selbeste Rhythmus wie als Konkurrenten dat machen. Et wäre ökonomisch einfach sinnvoll. Wir wären also auch dagegen, dass der Verbrennungsmotor soll verboten gehen. Für uns ist das unsinnig. Das ist unsinnig, weil wir ganz effizient Verbrennungsmotoren haben, Diesel, Benzin, die sind hoch entwickelt. Wir könnten dort E-Fuel schaffen. Wir könnten auch mal die Frage stellen, weil dort gibt es keine Antwort von der Seite von den Geringen oder von der Regierung, wo der ganze Strom da soll hier kommen. Weil dieselben Leute, die einen enormen Strom, alles will elektrifizieren haben, das sind dieselben, die als für ein paar Jahre noch die elektrisch spielen, da wollte verbinden an Staubsauger, Puissance im Staubsaugerhof gesagt haben. Das ist alles nicht vergiss. An Haut muss alles elektrisch sein. Die Industrie, die Heizung, all mögliches, gleichzeitig kein Atomstrom, den aber ein Viertel von der europäischen mehr oder minder Viertel von der europäischen Stromproduktion geschwind ausbestand. Aber wie soll das gehen? Das geht natürlich nicht. Herr Kaiser, erwartet, dass Madame Ampère sein vorstellt. Ja, sicher, gerne. Ich hatte just eine technische Frage, wenn ihr da darüber aufregt, dass Strom gebraucht wird. Mit was will er dann ja E-Fuels herstellen? Also, gut. Wenn man so eng vorstellt, weiß ich nicht, wo ich soll aufhängen. Weil das, nee, das praktisch mein Lieblingssujet, wenn eben in den Geringen absteht und sieht, erklärt als Energiepolitik. Das ging ich ganz gerne machen. Ich bin froh, die Energiepolitik zu erklären. Just weder will E-Fuels herstellen, weil man schon limitiert Energieressourcen haben. Ja. Also, das echt, was ich will sagen, ist, dass wir, konträrement zu ihr, nicht gegen Atomenergie sind. Das heißt, wir haben ganz andere Ressourcen wie dir an der Stromdiskussion. Weil wir erstens weder fossil noch Atom ausschließen. Das heißt, wir haben an was ganz interessant ist, letzte Regierung, war der letzte Regierung, und das will ich auch immer so, Madame Ampère, als auch an der Atompolitik nicht ganz klar fertig, weil einerseits importieren wir sie nach und auf der anderen Seite partizipiert letzte Regierung ja auch an der Weiterentwicklung von der Fusionsenergie, auch das Atomenergie. Das heißt, wenn wir hingehen an über Strom schwätzen, über Energie schwätzen, hat da eher grundsätzlich eine Idee wie dir, weil wir wie gesagt nicht hingehen an nicht auf Alternativenergie setzen, aber auch die einer mit errechnen. Gut, dann haben wir schon noch 3 Minuten, Madame Ampère, ich will die holen, wie von der Erlaubnis fertig zu machen. Ich will heute zwei Constats machen. Erstens, die Situation von den öffentlichen Finanzen hat sich degradiert, auch durch den Trend wie von der letzten Regierung. Und zweitens, die Regierung ist nicht kapabel, Reformen durchzusetzen. Das geht nicht, auch wenn zum Beispiel eine demokratische Partei das eine oder andere fällt, da geht es bei der LSAP nicht an der Gesundheitspolitik, bei den Grünen nicht an der sogenannten Klima- oder Energiepolitik. Und wir brauchen eine realistische und moderne Politik für die vier vom nächsten Jahrhundert abzuholen. Es kommen eine Reihe Herausforderungen, das will ich da pur abzählen. Das ist das Verteidigungsbudget an dem Kontext, wo wir international sind. Du hast großen Druck auf das Land, dass wir den ganz stark an die Luft setzen, am internationalen Gespräch hier den 2% oder sogar nach mehr vom Bruttoinlandsprodukt. Wir müssen dem Druck an einem gewissen Maß noch gehen, das ist auch zum Teil sinnvoll. Mehr 1% als für uns Grenze. Aber wir hätten gerne, dass den 1% so weit wie möglich am Letzterer Land ausgeht. Weil wir haben keine Rüstungsindustrie wie andere Länder, die eine Retourökonomie haben. Wir haben die praktisch nicht. Und es wäre dafür für uns wichtig, dass wir die Suchen auch gegen so weit wie möglich investieren. Zweitens, das freie Funktionament vom Staat. Wir können nicht hingehen andauernd, wie das bei Gambia 2, auf den auch schon der Fall war, gucken, dass die Depensen mehr hoch wie die Recetten sind. Wir müssen es ans Gleichgewicht bringen und das bedingt selbstverständlich auch, wenn das Budget soll am Gleichgewicht sind, dass den auf Verschiedenes verzichtet und nicht alles kann gleichzeitig machen. Drittens, Personalevolution vom Staat. Auch die muss man am behalten. Wir wollen mal erstens, dass die Fonction publique hier am Land Lützeburg schwätzt.
an allen Care-Aufgaben, an alle souveränen Aufgaben, wird europäisch Recht das Viergesetz auch Lützeburger schaffen. Ich will just daran erinnern, dass DP für kurzem proposiert hat, offizielle Posten in der Lützeburger Armee und nicht Lützeburger zu gehen, das ist nicht als Lin. Wir wollen auch, dass wir, wenn wir Leute, und das ist ein Problem, die vom Staat also das Leute aus dem privaten Sektor bei der Staat wechseln. Und das ist ein Problem. Früher hat die Regierung probiert, den 80-90-System zu lösen. Das war komplett ein Scheck. Aber wir sind der Meinung, dass man dem privaten Sektor sollen eine Kompensation bezahlen, wenn zum Beispiel Ausbildungsleistungen brücht wird, wo Leute, die noch bei der Staat gehen, dass da soll eine Kompensation fließen. Care-Aufgabe vom Staat, das bei uns mit Sicherheit auf jeden Fall. Police, Justiz, Armee, die hundertvolle Unterstützung, die kriegen auch die Moyen, die sie brauchen. Viertens. Bei den Finanztransferen an die Europäische Union sind wir restriktiv. Und ich will ganz klar sagen, es gibt ganz viele Diskussionen, dass die Europäische Union soll mehr Mittel kriegen. Also Steuern kann abfeiern. Das gibt ganz viel. Das ging nach Steuerlast von den Leuten schlussendlich erheben, just dass keine Nationalsteuern wäre, mehr europäische Steuern. Das ist auch etwas, was wir nicht akzeptieren. Auf fünftens, und da sind ich schon fertig, Herr Präsident, mit dem wir jetzt 2 Minuten gut geschrieben. Auf fünftens muss am Staatsbudget immer genug Marsch sein, wie gegen Demut zu gehen, ein Problem, das ganz viele Leute in unserer Gesellschaft tun, gegen Prekarität, auch von den Leuten, die schaffen. Es muss genug Suen da sein, für die länger Zeit an den Wittleuten zu helfen, für die Assurance-Dependance anzupassen, soweit wie möglich, für Systeme wie den Adapter mehr generös zu machen, weil wir wollen ganz bewusst den älteren Leuten mehr Sicherheit und mehr Mobilität gehen, auch individuelle Mobilität. Herr Präsident, ich will noch ein Wort zur Steuerreform sagen, die an dieser Legislatur nicht kommen. Selbstverständlich ist als Priorität am Blick, weil sowieso der Finanzspielraum vom Staat am Blick ganz klein ist. Bei der Anpassung der Steuertabelle, der Lütgeintikal Progression, mit kleinen Anpassungen, die kann man nicht, hat ein Löschlo bei so 4 letzter Debatte genannt, ich gehe nicht darauf zurück. Aber ich will einen Punkt noch ganz klar machen. Die Gambia wollte die totale Individualisierung. Mit dem Argument, es soll nicht das Lebensmodell soll nicht bestimmen, wie besteuert wird. Aber mir so ganz bewusst und ganz klar, dass wir die Familie nicht wollen, über die Steuern aufschaffen. Das wollen wir nicht. Die Familie ist die Kernzelle von der Gesellschaft und wir wollen, dass die Familie auch steuerlich Avantagen hat, weil das ist eine Verantwortungsgemeinschaft für Kinder. Und wir wollen nicht hingehen mit dem Argument, für eine komplette Individualisierung zu haben, da wir da eine neue Schlag gegen die Familie an dieser Gesellschaft zu haben, die über die steuerliche Weg. Ich so nicht mehr.